nach meinem Leiden ein Ende, hat Manticora gesagt. Der Amund braucht unbedingt das Herz von der Manticora. Jetzt schaut er die scharfe Vulkanscherbe in seiner Hand an und lässt sie fallen. Du hast gesagt, es gibt ein Heilmittel. Der Amund langt in sein Stoffsäckchen, das Ottilia ihm mitgegeben hat. Was ist das? Krane von einem Bischofsfisch. Und jetzt tue ich die Schuppe von einem Basilisk drin. Sie löst sich auf. Er geht auf die Manticora zu. Lieg still, dann hilf ich dir. Leer sind die Wunden rein. Alles mach schnell rum. Vorsichtig leert der Amund die ganze Flüssigkeit in die Tiefwunde. Es funktioniert. Vor seinen Augen wächst die Wunde wieder zu. Wie fühlst du dich jetzt? Ich habe Hunger. Das ist ein gutes Zeichen. Gut, ich glaube, ich kann dir einmal. Du bist also hier angekommen, um mein Herz zu holen. Ja, das war mein Auftrag. Ohne dein Herz darf ich nicht heim und meine einzige Freundin sehen, haben sie gesagt. Trotzdem, hast du den Auftrag nicht erfüllt? Jo, aber es ist gleich richtig, dich zu retten. Der Amund läuft langsam rückwärts aus der Höhle. Bleibst du? Lass mir dir helfen, so wie du mir geholfen hast. Was? Komm, klettern auf meinen Rücken. Was? Ich soll... Der Weihnachtsabend wird nie mehr so schnell vergessen. Der Amund klettert auf die Manticora. Dann brüllt sie so laut, dass man sie in der ganzen Umgebung hört. Die Schattenfüßler hören es, der Hunderis Reprebus hört es, der Basilisk, die Hase und auch der Dolph hört es. Und die Grünäugigen zittern vor Angst und verstecken sich. Jetzt werden sie uns alle folgen. Wer? Viele Wesen aus dem Wald. Und wo gehen wir hin? Ans Bankett vom Herzog. Seine Zutaten werden ganz frisch serviert. Habt ihr fest? Der Amund klammert sich an der Manticora fest. Sie reiten miteinander durch die Salzwüste. Im Mondlicht sieht er das Lager der Schattenfüßler. Grau! Grau! Ja, der Zweibeiner hat überlebt. Kommen da auch mit? Wir gehen ans Bankett im Schloss. Wir können. Jetzt könnt ihr mal eine Manticora rennen sehen. Und Manticora rennt. Immer schneller und schneller rennt sie. Es ist fast, als würde sie fliegen. Schon gleich sind sie in den Bergen. Reprebus! Reprebus! Komm auch mit! Wir gehen ans Bankett im Schloss. Darf man auf dem Bankett auch Weihnachtstänzchen schwingen? Ja, sicher. Habt ihr besser fest? Plötzlich weht ihnen der Gestank vom Sumpf entgegen. Der Amund sieht, wie sich die Basiliskenmutter aus ihrem Nest aufschwingt. Auf zum Knochenkracherbankett! Oh nein, der Basilisk. Sein Blick ist tödlich. Das hat er nur erfunden, damit er seine Ruhe hat. Ja, das habe ich erfunden. Schau, das Menschenkind! Es lacht! Dort ist der Bischofsfisch. Fantastisch! Jetzt rennt Manticora durchs Dorf von der Kopflosen. Dolph, wir gehen zum Schloss. Der Amund winkt dem Dolph zu. Junge Hermann, dürfen wir auch mitkommen und mit den Menschen zusammenführen? Natürlich, kommt mit. Juhu! Ottilia stapft durch den grossen wilden Wald. Sie folgt den Spuren von Major Donner und seinen Männern. Oh nein. Eine Schneeflocke landet auf ihrer Nase. Nein. Immer mehr Schneeflocken fallen vom Himmel oben runter und decken die Spuren der Soldaten langsam zu. Was soll ich jetzt machen? So werde ich den Amund nie finden.
Und aus dem Wald finde ich wahrscheinlich auch nie wieder raus. Was war das? Manticora. Ottilia bleibt wie versteinert stehen. Die riesige Manticora hat genau vor ihr angehalten. Oben auf dem Rücken von der Manticora sitzt der Amund. Ottilia starrt ihn an. Zwischen ihnen schweben grosse, dicke Schneeflocken in der Luft. Ottilia! Amund! Was machst du da? Ich habe dich gesucht. Keine Angst. Ich friss keine Kinder. Die hat aber einen sehr hübschen Kopf. Ein Bischofsfisch. Und ein Kopflose. Und der Hunderis Reprebus. Genau, Reprebus. Wir sind alle zusammen auf dem Weg zum Bankett. Wir wollen dem Herzog Klausbert Zutaten fürs Maus und Blamage abliefern. Das muss ich sehen. Komm, klettern auf meinen Rücken. Da, meine Hand. Ottilia klettert auf den Rücken von der Manticora und klammert sich am Amund fest. Danke für alles, was du mir mitgegeben hast. Ohne deine Sachen hätte ich es nie geschafft. Aber es war doch alles meine Schuld. Wie meinst du das? Es war meine Schuld, dass der von Schleim dich in den Wald geschickt hat. Nein, das stimmt doch nicht. Und außerdem, Ottilia, ich habe so viel erlebt. Ich habe im Fall für einen Bischofsfisch getanzt, mit dem Hunderis Reprebus gekühlt und für ein Basiliskebibeli gesungen. Und ich bin beim Herzog Nickbert eingebrochen, im Gefängnis und von dort ausgebrochen. Auf zum Bankett! Jetzt wollen wir ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten.